Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Jetzt schauen wir mal, wie wir der Horde hier zu Leibe rücken können. Da haben wir nichts, da können wir nichts mehr herstellen. Ablenkungen haben wir noch Rauchbomber. Ich würde eher sagen, wir lenken die erstmal mit dem Stäh weg. In der Hoffnung, sie springen drauf an und ansonsten Machete kills again in space. So, erstmal hier Tarner. In der Hoffnung, sie mögen mich nicht sehen. Dann erledige ich mir erstmal den Kumpan hier. Scheiß Typ. Oh oh, ich glaube, der hat mich entdeckt. Ja, ja. Ja. Na gut, dann wird er halt so abgeschnetzelt. So, ja, komm mal her, komm her. Mit der Machete bin ich schon relativ gut bewaffnet, würde ich sagen. Ja, komm halt her. So. Die Nero-Leute natürlich auch immer die gute Sache. Und daher. Wüstennesselbaum. Okay, dann kommt man auch noch erlediger. Gut, hier ist noch eine Zedernsetzung. Die stauben wir selbstverständlich auch noch ab. Damit wir hier wieder was machen können. Okay, es war doch nicht so viel, wie ich befürchtet habe. Ich habe gedacht, da wäre noch möglicherweise so ein Bruchteil von einer Horde übrig. Na gut. Ja, okay. Ein Funkgerät. Yes. Erstmal hier. Das ist immer gut. Munitionskiste ist nie verkehrt. Da haben wir auch schon alles. Okay. Und ein Verband. So, benutze es mal. Dann holen wir den nochmal. Und sind nochmal gut geheilt. Und hier ist noch was. Wow! Alter! Ja, verdammt, gib das wieder her! Ja, so ein dreckiger das Scheiß ist meins. Krabbler. Moment. Dann können wir bestimmt abknallen. Oh, endlich, die Scheißkerle sind verdammt schnell. Gott. Krabblerohr gibt's auch noch. Und Nero-Funkgerät. Sieht aus, als ob sie hier, scheiße, Freaks hüten. Keine Ahnung, die hatten einen Krabbler in der Schlinge und haben ihm einen Peilsender oder sowas angesteckt. Was? Hüten? Wie meinst du das? Also die fesseln sie und nehmen Proben von ihnen oder sowas, wie diese Typen in den Tierdokus früher. Ziemlich abgefuckt. Kann man so Schwärmer haben sagen. sie vertrieben. Die haben sich verpisst. Sie haben was dagelassen, ein Funkgerät. Warte, Okay. du glaubst doch nicht etwa... Sarah... Nein. Ich weiß es doch nicht. Okay, er lebt, Boozer. Er ist am Leben. O'Brien. Das waren Neros. Ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauch ein paar Antworten, Mann. Verdammt, Da hinten steigt noch Rauch auf. ich kann schon bald wieder fahren. Ich helfe dir, Dick. Okay. Wenn er lebt, finden wir den Penner. Hast du Gut. verdammt nochmal recht. Ich melde mich später nochmal. Gegen Ende. Die Umgebung Okay, ist so O'Brien. geil. Wo zur Hölle steckst du? So. Kleine Sequenz anscheinend noch. Vielleicht jetzt auch nochmal wieder eine kleine Rückblende. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt nochmal so alles auf uns zukommt. Gut, dass ich das in der letzten Episode nicht alles noch gemacht habe. Das wäre zu viel gewesen, des Guten. Und ich habe das Gefühl, je länger die Episode geht, desto eher besteht die Gefahr von einem Schlickser in der Episode, dass hier wieder was verschluckt wird vom System. Von der PlayStation 4, von der ich hier aufnehme, ne? Macht das ja nicht extern über Programm, sondern ich lasse es direkt von der PlayStation aufnehmen. Da kann sowas hin und wieder mal vorkommen anscheinend. Hey, Hey,
Ich habe mich verfahren. Könntest du mir helfen? Wie bitte? Verfahren? Ja, ich suche die Old Belknap Road und hier gibt's irgendwie keine Schilder. Das soll wohl ein Witz sein. Nein? Was? Was ist denn? Was? Oh. Na toll. Das ist echt super. Einfach toll. Wirklich super. Also, wie komme ich jetzt? Was? Sorry, ich weiß nicht, wo Belknap, Belknap? Belknap. Ja, das war's. Und ich weiß nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Tut mir leid. Das heißt nein? Nein. Okay. Tja, trotzdem danke. Hey! Okay. Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Und danke, dass du endlich fragst. Ich bin Sarah. Ich bin Deacon. Oh, sorry. War wohl schmutzig. Ich weiß nicht, wie steigt man auf dieses Ganz einfach, Ding? schwing einfach dein Muss ich... Bein drüber. Okay, also rauf. Wow. Okay. Fertig. Hey! Hey! Gut festhalten. Okay. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Ja, Es kann ist ich nur zumindest schwenken. kein Netz und... Naja, also hier gibt's einen Teich, aber zum Fischen, also... Nein, ich meinte Handyempfang. Ja, ich weiß. Ja, natürlich. Na egal. Aber steuern kann ich gerade was macht nicht. ein Mädchen wie du an so einem Ort? Tja, das frage ich mich auch andauernd. Ich studiere. Also, ich untersuche Sachen. Danke, ich hatte keine Ahnung, was studieren heißt. Tut mir leid. Ich studiere Pflanzen. Du studierst Pflanzen? Ja, Geil diese Umgebung einfach aussieht. Boah. Genial. hey, hey, Vorsicht! Scheiße! Arschlöcher! Oh mein Gott. Bist du okay? Nur... Himmel, das war knapp. Hey. Bist du wirklich okay? Mir geht's gut, das ist nur... Oh mein Gott. Hey. Hey. Ich habe Handyempfang. Hey. Ja, mir geht's gut, aber Ihr Auto ist echt eine Dreckskarre. Sie müssen mich abschleppen. Ich bin, keine Ahnung, auf der... Keine Ahnung Road wo. 42. Road 42? Ja, etwa eine Meile rauf. Ja, bis gleich. Komm, ich bring dich zurück zum Auto. Wir warten auf den Abschleppdienst. Ich weiß nicht. Okay, na schön. Wenn die Typen zurückkommen, dann nehmen die dich sicher gerne mit. Okay, na gut. Alles klar, ich muss nur... einen Moment. Die werden gleich hier sein, Okay, also... scheiß drauf, los geht's. Aber fahr dieses Mal vorsichtiger, ja? Du hattest dich nicht wirklich verirrt, oder? Naja, das kommt darauf an, wen du fragst. Meine Ex würde sagen, ich weiß nie, wo es lang geht. Na, hier kennst du dich jedenfalls gut aus. Du bist also nicht von hier, ha? Nein, ich komme aus Seattle. Die Firma, für die ich arbeite, hat hier gerade ein Labor eröffnet. Also bin ich hergezogen. Mitten ins Niemandsland. Um Pflanzen zu studieren. Genau, stimmt. Das habe ich schon erzählt. Also, die Firma, für die ich arbeite, sie arbeiten für diese Biotechnikunternehmen und einige der Pflanzen, die ich untersuche, die sind ziemlich selten. Und sie wachsen hier. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Und sind vielleicht auch für Freaka-Virus verantwortlich. Eventuell verdichtet sich hier was. Was zum Teufel? Cleet, wir kriegen Besuch. Alles klar, die Herren. Oh,
Jetzt darf ich hier mal wirklich spielen. Auf die Schniss-Action. Und komm schon. Ja, gegen so 3 Südstaaten Hillbilly Billy Ray Rednecks. So richtig abgeranzte Typen. Ah, wie assi ist es schon. Du siehst erst, dass irgendwo ein Auto ist am Wegesrand und plünderst es erstmal. Ein böser Biker, was? Ja, gib ihm noch eine. Los, weiter, schlag zu. Ist doch nicht so hart, Lucky. was? Dann lernst du, wenn weiter wollen. Oh, ja. Ja. Dem zeigen wir es. Dem zeigen wir es. Gut. Ja, gefällt dir das? Wie wär's mit... Ja. Scheiße. Scheiß drauf, Mann, Verdammt. ich hau ab. Moment, warte auf mich. Gib Gas, verdammt. Los. Warum ich auf meinen Kampf hätte gewinnen können. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey. Tut mir leid. Nein. Das Ding war in deiner Tasche. Nein, Ich schon hab's gut. gesehen und... Oh mein Gott, ich hätte jemanden töten können. Naja. Oh, Scheiße. Ja, aber da müsstest du erstmal auf jemanden zielen. Das habe ich noch nie gemacht. Hey, schon okay, da war schon okay. das Sie Ding in sind deiner weg. Tasche und ich Hast du wollte die gut gemacht. Polizei rufen, aber Weißt du, ich was wir hatte jetzt kein Netz machen? und Du keinen und ich? Empfang. Ich warte hier mit dir, bis dein Typ kommt. Okay, Danke. sowas habe ich noch nie gemacht. Kaum zu glauben. Ja? Interessante Vergangenheitserinnerung und wie er seine Frau kennengelernt hat oder seine Freundin, ne? Ach ja, romantische Erinnerungen, wie man von 3 Billy Ray Rednecks ordentlich verkloppt wird und dann schießt die Frau in die Luft und rettet den Tag, ja, wie im richtigen Leben halt, ne? Wie man sich so kennenlernt in Oregon. Aber ich finde viel eher interessant in der Sache, dass sie anscheinend für eine Firma arbeitet, die irgendwas Biotechnisches unternimmt, so Umbrella-mäßig wahrscheinlich. Ob das dieselbe sind, die derzeit noch von Nero finanziert werden? Schauen wir mal. Dazu müssen wir die Story wohl ein bisschen weiterspielen. Okay. Mission abgeschlossen, ein Mädchen wie du. Ich erinnere mich zu 19%. Jetzt müssen wir mal schauen, wo es als nächstes hier geht. Stehen hier volle Kanne in der Pampa. Ich glaube, ich würde ganz gern zu Boozer erstmal gehen. Und mag mal gucken, was der so sagt. Der hat sich jetzt über Funkgerät ein paar Mal bei mir gemeldet. Und ich weiß nicht, ob der jetzt derzeit einen Job für mich hat oder ob es dem soweit gut geht. Oder ob das einfach nur ein leeres Gerät da zwischen der Hauptquest ist oder so, aber ich mag jetzt einfach mal die Lage bei Boozer checken und dann kann ich auch nochmal bei der Gelegenheit gratis noch tanken. So. Naja. Gut. Tucker. Hot Springs Camp, bist du da? Ich brauche mehr Informationen über Larsens Überlebende in Marion Forks. Deacon, ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Jung, weiblich. Warte, er hat Hungry Jims erwähnt. Das alte Pfannkuchencafé an der Ostbrücke. Holzfällerfigur, Stapel Pfannkuchen, kenne ich. Okay, da fange ich an. War ich doch nicht auch schon? Mach das. Und denk dran, bring sie mir. Ein paar Drifter kamen hier durch und haben ein paar Waffen mit uns getauscht. Vielleicht ist was für dich dabei. Okay. Ich werde dran denken. Dicken Ende. So, Kerosin haben wir jetzt hier wieder abgestaubt. Hin und wieder findet man im Lager mal was Gutes. Okay, Mission freigeschaltet. Hier ist es nicht sicher. Basie aus Holz. Das können wir gleich mal zu was Schönerem basteln. Jetzt haben wir nämlich gleich wieder so einen Knuckle-Basie. Der ist ziemlich geil. Und was haben wir hier noch? nichts über Schrott. Genau, es geht nichts über Schrott. Das ist das Beste. So, dann schauen wir noch mal kurz. Hier. Hier ist was. Genau. Es ist hier nicht sicher. Durchsuche Marion Forks nach der gesichteten Überlebenden. Okay, das wird was nächstes sein, auf was wir uns stürzen können. Aber ich möchte mal kurz bei Boozer vorbeigucken. Wie gesagt, nicht, dass das einfach nur dummes Gebabbel war. Dann habe ich es wenigstens bestätigt. Und ich möchte nicht, dass es irgendwas Wichtiges ist, was wir jetzt hier verpassen könnten in
Zusammenhang mit ihm. Hey, ja, ist die Hölle da draußen. Jack sagte immer, der beste Wecker ist die Sonne, die auf Kron scheint. Jack hat immer viel Scheiße erzählt. Hier können wir uns immer volle Kanne aufrüsten. 2 Mollys, Schrott, Munition. Ja, geiler Scheiß. Okay, da hat sich das alles schon Tode für gelohnt. Und wir machen jetzt hier nochmal die Schnellreise nach Marion Forks. Können wir das überhaupt als Schnellreise? Geht nicht. Aber hier können wir zu dem Nero-Kontrollpunkt. Okay. Na gut. Wie gesagt, ich wollte einfach nochmal bei Boozer vorbeigucken. Sicher ist sicher. Und es dauert immer so ein bisschen, bis die Quests dann durch dieses Funkgelaber überhaupt ins Rolle kommen. Aber sicher ist sicher in der Sache. Gut, dann ist das auch nur, wie ich mir es wohl eher gedacht habe, dass das einfach nur zwischen Deacon und Boozer so Zwischengelaber ist und nicht wirkliche Quest freischallt. Okay. So. Genau, ich muss hier umdrehen. Und dann sind wir ja schon bald bei Marion Forks wieder. Da sind wir ja schon. Bei der Gelegenheit können wir gleich nochmal direkt bei der großen Tankstelle tanken. Moment, das sollte ich jetzt halt mit Karacho-Reif pfeifen. Wegen der Brücke. So, hoch mit uns. Und dann schauen wir mal wieder Filmsequenz oder wird sich zeigen. Ja, noch Sprengstoffe, Fässer und Tanks muss ich immer Ausschau halten. Ich sehe das oft nicht in der Umgebung. Paul Bunyan wieder als Werbefigur. Okay, wo versteckst du dich? Du musst hier irgendwo sein. Wasser braucht man immer. Vielleicht unten am Bach. Sieht aus, als müsste ich da wieder mal Überlebensgedöns machen. Ich finde es auch irgendwie cool, dass die... Kadaver von der Freaker nicht verschwinden, auch wenn man sie niedergemacht hat, ne? So, Moment, genau. Spüre die Überlebende auf. Erstmal hier noch Indizien gucken. Das muss von ihr sein. Hier holt sie sich bestimmt ihr Wasser. Ja, du kommst jeden Tag her und holst Wasser, oder? Aber du bist vorsichtig. Du bleibst nicht lange. Kluges Mädchen. Also an ihrer Stelle würde ich das Wasser hier auf jeden Fall auch vorher abkochen und nicht direkt saufen. Wisst der Teufel, wie viele Freaker da in dem Ding drin sind, ne? Also ich persönlich würde es nicht so halten. Steht das erstmal abkochen, bevor ich es einfach so trinke. So, spüre die Überlebende auf. Naja, da ist auch nochmal Benzin. Sehr gut. Erst einmal tanken, da müssen wir das später nämlich machen. Na, kann er gerade nicht wegen der Mission tanken? Offensichtlich. Okay, ich wollte es eigentlich getankt haben, damit wir das in Zukunft schneller hinter uns bringen, aber... Kluges Mädchen. Dann halt nicht. Sie meidet die Straße, kommt nur nachts raus. Mehr Freaker, aber es ist unauffälliger. Moment. Verdammter Ripper, von euch kommt hier keiner lebend raus! Hey, Verbände, du kannst im Kampf sehr viel Schaden nehmen. Geh in Deckung, um Verbände und Medikits einzusetzen. Wisst ihr, ich krieg jetzt gleich einen auf die Schnauze oder was? Vertreibe die Ripper aus Marion Forks. Ich sehe sie schon. Mich hat's erwischt. Ich muss nachladen. Wie, du überlebst so einen Bolzer. Okay. Die sind anscheinend ein bisschen härter im Nehmen, die Gestalter. Ja, jetzt können wir uns eigentlich die Armbrust auch schenken. Scharfschützer. Den muss es als erster erwischen. Diesen scheiß Scharfschützer muss ich als erster niedermachen. Der ist dort irgendwo. Dann muss ich wohl hoch. Geht's hier überhaupt hoch? Ne, der ist hier in dem Nachbargebäude. Okay. Ups. Wie die babbeln auch. Halt, wir zeigen dir den Weg. Okay. So, irgendwo muss der scheiß Schütze sein.
Ups. Und... Autsch. Die Scheiß-Type. Ist das eine Spezialwaffe oder was? Du wirst frei sein, Bruder. Niemals. Verkrachen. Bewegung. Okay, also das Wichtigste war mir jetzt tatsächlich diesen Schütze auszuschalten. Ich brauch Deckungsfeuer. Ups. Krieg ich denn nicht? Ups. Ah, da ist mal ordentliche Kugeln nochmal um die Ohren gepfiffen. Oh, kurz Heiler. Scheiß drauf. Das wird brennen. Okay. Hat. Noch nicht völlig tot gewesen. Diese widerliche Krabbler. Okay. So, halte mal eine Gaula. Was die für Geräusche machen, dieses... Das ist so eklig. Ein Attraktor, sehr schön, den kann ich immer gebrauchen. Wo ist er dann? Jetzt habe ich dich. Okay. Ich sehe euch. Ah. Blöd, Mann. Warum hat er mir nicht in den Rücken geschossen, der Depp? Ups. Rauchbomben, Inventar voll. Okay, das sind die nächste Kasper. Moment, nee, ich hab noch. Da sind noch welche. Gut. Ja, ich sehe sie. Ah, jede Menge von den Arschgeiger. Okay, schnell weg. Ups. Ah, da ist schon einer. Wird wieder einer tot? Und noch nicht ganz tot. Ja, der Rückstoß verzieht halt jedes Mal die Waffe ganz ordentlich. Macht das Ziele etwas schwieriger. 5 Sturmgewehrmunition ist gut. Wenn die klug sind, schießen sie auf das Fass. Sind sie nicht. Pistole Muni wieder. Da ist... Ah, da hinten ist er. Okay, schade. Halte mal die Gaula. Das machen wir so. Ups, da ist noch irgendwo was. Schnell noch ein Medikit und ein Verband. Okay. Ach, da hinten sind sie. Okay. Die sind aber offensichtlich auch mit Bikes unterwegs. Ja, komm schon. So. Die machen wir im Nahkampf platt, die Ärsche. So. Berüchtigte Lappeninventar. Ich zeig dir gleich den Weg, du Scheißer. Hey. Gibt's dann das? So, jetzt noch du. Hässlicher Mistkerl. So. Okay, mal wieder Lappen. Oh, da ist noch jemand. Und auf die Gosch. Das müsste es eigentlich gewesen sein jetzt, oder? Lappen. Na, plündern wir die noch. Und hier in der Umgebung müsste noch was sein. Ah, der doch. Wie wär's dann mit dem? So. Gut, Überlebende haben für gewöhnlich immer gutes Zeug bei sich. Aber hier offenbar nicht. Gut, hier muss noch irgendwas sein. Das wird zumindest in der Minikarte so gezeigt. Guck mal, lassen wir die noch erledigen. Na, reinkommen wir hier nicht. Ja, da geht der auch nicht rein durch die Fenster. Okay. Gut, wenn ich jetzt hier ein bisschen rumtrampel. Nö.
Nee, du werd kein Ripper mehr auf mich Leiter. aufmerksam. Na klar. Okay. Das gehört anscheinend hier dazu. Komm schon. Ich stell sie hier auf. Ja, Okay, gehen wir hoch. Kleines. Wo steckst du? Ah, okay, wir machen uns jetzt wieder auf die Suche nach der Frau. Aber ich jetzt sage, ihr liebe Leute, das machen wir übermorgen wieder bei Let's Play Days Gone auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder Eiern Yankee.